Dieser Vulkanstein habe ich an einem besonderen Moment bekommen und erinnert mich an diese Zeit. Und jedes Mal, wenn ich mir den Stein anschaue, denke ich an diese Geschichte. Dieser Schmuck ist der Besitz einer Familie. Seit Generationen wurde er an besonderen Anlässen von den besondersten Menschen getragen. Und das wurde gegeben immer weiter, von Generation zu Generation. Und das ist Hasna, der unersetzbare Wert von einem Gegenstand. Der Wert von diesem Stein bei mir kann genauso viel, genauso groß wie der Wert von diesem Schmuck bei dieser Familie. Ein Gärtner, der eine besondere Blume pflegt, wird diese Blume nie durch eine andere ersetzen, weil die Geschichte von ihm mit der Blume, das macht das Hasna. Das macht diese Blume im Vergleich zu allen anderen Blumen unersetzbar. Das ist die Botschaft vom kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, das Hasna, der innere Wert von etwas, das in uns ist, das diesen Gegenstand unersetzlich macht. Aber nicht nur Gegenstände, sondern auch Menschen. Dieser Gärtner, der die Blume pflegt, ist das Bild der Eltern, die alles machen, damit es uns Kindern gut geht. Ein leibliches Kind hat bei den Eltern natürlich mehr Asna, wenn alle Kinder da sind. Und genau so, wir Kinder, auch wenn da viele Männer stehen, wissen genau, dieser Mann ist mein Vater, er hat mir das Leben gegeben, er hat mir Hasna. Diese Frau ist meine Mutter, sie hat mir das Leben beigebracht. Sie hat mir Hasna bei mir. Wenn du bei einem Menschen Hasna hast, kannst du froh und stolz sein, du hast einen Platz in seinem Herzen. Wenn du bei einem Volk Hasna hast, kannst du stolz sein, du hast Hasna in ihrem Herzen, du hast deinen Platz in ihrem Herzen. Hasna kann man nicht kaufen, Hasna bekommt man im Laufe des Lebens. Hasna kann man nicht sehen. Das Hasna ist nicht in diesem heiligen Haus. Das Hasna ist nicht in einem Stein. Das Hasna ist nicht in einem Baum, auch nicht im Himmel. Das Hasna ist in dir. Das Hasna in deinem Herzen. Das Hasna ist in deiner unsichtbaren Welt. Ja, Hasna ist eine wichtige Säule der unsichtbaren Welt.